Amis de nais lea. Plinio Maier. L'autor Plinio Maier, da Müstair, lea els dos texts As Mortutles e Die Zauberglocke. Der Schriftsteller Plinio Maier aus Müstair liest zwei Texte As Mortutles und Die Zauberglocke. As Mortutels. Schon nus zain giusta quia, insieme alle Pacifics, nein in pisa c'è opa dessa quinter in istorina. Ides una boca sola, is nu aivla, ci des capitata be avant pac temp, sur al spi vers el remütel. Hannas dal Schreck, i franzotel zot lean un di, cura cinia schon saira, i del clabauf sfulgea schon trases ciambuschs vers ruinas. Zapiclant i starniclant, ci parea ci manca spac, ci sedessa nuna opel cribel. Amo una de quistas füflas nu aivlas, i auta las rivarent in gnocla ci ta scrollan las orellas, ha dit Hannas. Scha tu vessas be un fozzalent laiola, sa vessa gira da rum cu la bena, rispos franzotel. I sceta ea quai via in aun, scopro las zuslas cun far la schiva. Qua di stot in tuneiada, Hannas dal Schreck cun franzotel. Tegna la schnotra. C'era un pluna via là sur al schanz, scopro sciucals prol pochner vid al brötsch. Franzotel as a fatiola mucigna con la mangia da ses janker i da città sur al haber via. Un mortutel. In ulle be un, na, doi, trai, quater, un sancos pleinza cu clea via là in la patoccia, font un rumpati kessel, ci parea schuscheiber. Hannas dal Schreck, i franzotel, ans a fisasch co doi umachs, i leenirische schwelch col sabun ed il lavec. Ma a paina ci vean tutti in öl in squarteröl, dal ni sgnater in mortutel. Wo doi? As doi stötz un restat slaschko tuxter sterlic. Us stampas, vessan bot fata in las pumpas, cura cel mortutel es sfinc la naun, das citant cun ses ölins da schwarsch i dumandant. Se judawat, da porter al pampaluser süpal kripel. Cura Hannas dal Schreck, ad ul di al plet pampaluser, da lesi bot ni al gresch südel gosch. Ma franzotel, da la tuna al ciamadun, ein par las costa si da dit. Tu sasch, c'ho din mortutel, du sa poi mai dir da na. Isce, tal sunni hat Niklaz da. So, wo duoi, ha dit al mortutel. Cura ci sun riviz prol pampaluser, intant c'è ces mortutels stehen ben torn tot straunis, mignont conusa mensch per quasi. E l'ura, au ne savu, can c'è aia paia pel pizlung, ed an ci faint al pampaluser, un prol per a stuol, i cel pros salzers. Es quai stat in Zufler, Strützier i Kratzner. Quels doi an strocla i stramplunacci nu savean bo plü in giù c'el forical se stracucla. Cura ci deran schon bozzi somal hoger, comainza al pampaluser da scignater cun vusch gregnuda. Wah, c'è cinge, i ma vinda sgumier. Ossa però, vea Hannas dal Schregebot. Ella lascia iras frandaivels, a büta jo dal pampalot al pampaluser, a dat maunas chompers, i destrot lai opal ramütel, scoscia tot als gratzels dal ciastemarsch, tal füssen roslats sot al baclina rent. Dai Hannas, alla modul di holdra ra franzotel, e l'ora te lesi ni scür davant as öls, id el non ha savu plü nuglia. La banura da, a bol da spinait al ciatà, tanter as frastüels aint in una spünge. I desit plü co in mais, fince Hannas dal Schreck, dera da ciò bunda dir guliv. Mortutels i pampalusers non al mai plü vis. Ma franzotel dera spari. I da però gli aut, ci dis c'ha da quel di davent, dai un pampaluser da plü, ci giovannic l'intorn pas pihos da la val. Die Zauberglocke. Es war einmal ein kleines Dorf im Lande der Grauen, ganz hinten in einem entfernten, entlegenen Tal.
Seine Bewohner lebten von der Arbeit ihrer Hände, weit entfernt der Probleme dieser Welt. Das tägliche Einerlei wurde nur unterbrochen, wenn ein Festtag, eine Hochzeit oder ein anderer besonderer Tag bevorstand. Darum freuten sich die Leute des Dörfchens ganz speziell, jedes Mal, wenn so ein Ereignis stattfand. Aber die Kinder des Dörfchens waren traurig. Niemand wusste, wie dies geschehen konnte. Aber dieses Dorf hatte den Tag des 1. März verloren. Ausgerechnet diesen Tag, den Tag des Chalandamarz. Das wichtigste Fest der Kinder war verschwunden. Jedes Jahr, nach dem letzten Tag des Monats Februar, wenn alle Kinder ihre guten Kleider, ihre Glocken und Mützen gelegt hatten, sauber gebadet und gekämmt waren, erwachte das ganze Dorf am Morgen des 2. März. Wie konnte das geschehen? Fragten sich alle, und die Mütter mussten ihre Kinder trösten, die ihren schönsten Ferientag verloren hatten. Der traurigste von allen aber war Jminuzin, der Sohn des Wirtes. Denn für ihn war nicht nur der Chalandamarz abhanden gekommen, sondern auch noch sein Geburtstag. Zu allem Übel auch das noch, ein Kind ohne Geburtstag. Jeder Mensch mit einem Herzen am rechten Fleck kann sich vorstellen, wie ihm zumute war. So vergingen Jahre um Jahre und niemand wusste, was tun oder wo der verschwundene Tag zu suchen wäre. Doch so konnte es nicht weitergehen. Darum beriefen die Oberen des Dorfes eine große Versammlung ein, um das Problem zu erörtern. Alle Leute waren anwesend und kein Stuhl blieb unbesetzt. Die Diskussion wogte hin und her. Einer wollte den verlorenen Tag im Fluss suchen, ein anderer zwischen den Felsen. Ein weiterer wollte in die Stadt, um einen neuen zu kaufen, wusste aber nicht, woher er das Geld dazu hernehmen sollte. 1000 Ideen wurden vorgetragen, von der Lösung des Problems schienen sie aber immer weiter entfernt zu sein. Bis ein altes Weiblein von ihrem Stuhl aufstand und sagte: »Ich glaube, hier kann uns nur einer helfen. Bart der Schreckliche.« Bart der Schreckliche. Im Saal wurde es so still, dass man eine Fliege hätte husten hören können. Der Klang dieses Namens ließ auch den mutigsten Mann erbleichen, und die Frauen bekamen eine Gänsehaut. Die Kinder versteckten sich hinter den Röcken ihrer Mütter, und einer der Kleineren machte sogar in die Hosen. Bart der Schreckliche lebte allein auf einer Alp, hoch oben in den Bergen über dem Dorf. Das Dach der Hütte war mit Moos bedeckt, und das Haus hatte weder Fenster noch Kamin. Es hatte nur eine schwere, eichene Türe, die mit großen eisernen Nägeln beschlagen und mit einem riesigen Schloss zugesperrt war. Um die Alp herum herrschte ein unglaubliches Durcheinander. Faulendes Holz, rostige Blecheimer, ein kaputtes Geschirr, dreckige Lumpen, Federn und überall dazwischen Haufen abgenagter Knochen. Seinen richtigen Namen kannte keiner. Die Leute nannten ihn Bart den Schrecklichen, weil er so einen schrecklich langen Bart hatte, dass er ihn am Boden nachschleifen musste. Das war der Grund, warum dieser Bart auch schrecklich schmutzig war und allerlei Ungeziefer beherbergte. Läuse, Käfer, allerlei Würmer und Maden und sogar eine Mäusefamilie hatte dort ihr Zuhause gefunden. In seinem runzligen Gesicht leuchteten 2 kleine, glänzende schwarze Äuglein, die dem Rest seiner Erscheinung in merkwürdigem Kontrast standen. Auf dem Kopf prangte ein breitkrempiger Hut, der vor langer Zeit vielleicht einmal grün gewesen war. Auf der Wange hatte er eine große graue Warze, und die wenigen, die ihm noch verbliebenen Zähne waren schwarz wie Kohlestückchen. Mit seinen schweren Stiefeln
und dem Lodenmantel sah er wirklich zum Fürchten aus. Eine dunkle, unheimliche Ausstrahlung aber umgab dieses Männlein. Etwas Kaltes, Mysteriöses ging von ihm aus. Nur wenige hatten bisher mit ihm zu tun gehabt, und von diesen hat man nie wieder etwas gehört. Über ihn wurden Dinge erzählt, die einen das Blut in den Adern gefrieren ließen. Niemand wusste mit Bestimmtheit zu sagen, wie alt er war oder woher er gekommen war. Nur eines wusste man mit Bestimmtheit. Er war alt, sehr alt, und noch etwas war sicher. Bart der Schreckliche bewahrte das geheime Wissen der Druiden und der Zauberer aus den dunklen Zeiten dieser Erde. Doch das alte Weiblein hatte recht. Wenn uns einer in dieser verzweifelten Lage helfen kann, so ist dies Bart der Schreckliche. Jemand muss zu ihm rauf auf die Alp, um ihm um Rat zu fragen. Hoppla, und wer sollte das sein? Totenstille. Auf einmal schien das Problem nicht mehr so groß zu sein, und jeder hatte eine andere Ausrede. Der Müller hatte noch eine Ladung Korn, die unbedingt gemahlen werden musste. Der Schmied musste Hufeisen schmieden, die jetzt gerade fehlten. Die Bauern konnten den Vieh nicht alleine lassen. Einer, weil seine beste Kuh gerade am Kalben war, der andere, weil er glaubte, die Klauenseuche im Stall zu haben. Der Lehrer hatte Schmerzen im Fuß. Der Schuhmacher musste die Schuhe des Pfarrers flicken und der Pfarrer konnte ohne Schuhe natürlich nicht in die Berge steigen. Keiner hatte den Mut, dem anderen in die Augen zu schauen, weil allen bei dem Gedanken auf die Alp zu steigen und an die eichene Türe zu klopfen, das Herz in die Hose rutschte. So ging die große Versammlung bald zu Ende und jeder ging seines Weges. Sogar ohne sich nachher im Wirtshaus zu treffen, wie es sonst so üblich war. Die Kinder waren enttäuscht und traurig. Die Hoffnung, den Chalandamarz wieder zu finden, war dahin. Sie mochten nicht einmal mehr miteinander spielen. Das Dorf wurde ein stiller und öder Ort. Keine Buben, die Fangen spielten, keine Mädchen, die sich versteckten. Aber der traurigste von allen war Schminuzin. In der Nacht fand er keinen Schlaf, und während des Tages lief er herum wie ein Schlafwandler. Nie mehr Chalandamarz, nie mehr Geburtstag. Nein, das konnte nicht sein. Und wenn die Erwachsenen keinen Mut haben, so gehe ich, sagt er sich. Ich bin ein Kind, nicht mal Bart der Schreckliche kann so böse sein und einem Kind etwas zuleide tun. Hoffe ich. Ganz wohl war ihm bei diesen Gedanken nicht. Aber ein Leben ohne Chalandamarz und Geburtstage erschien ihm schlimmer als seine Angst. So nahm Schminuzin eines Morgens in der Früh seinen Rucksack, packte sich etwas Brot, Speck und Käse ein, nahm eine Wolldecke und ohne dass Vater und Mutter es bemerkt hätten, verließ er das Haus und machte sich auf Richtung Berg. Es war wirklich ein schöner Morgen. Die Schmetterlinge flogen von Blume zu Blume, und als Schminuzin die letzten Häuser des Dorfes hinter sich gelassen hatte, streckte die Sonne ihre ersten Sonnenstrahlen über die Bergkämme. Mit großen Schritten stieg er bergwärts, und als es gegen Mittag ging, spürte er seinen Hunger. Eine kleine Rast kann nicht schaden, dachte er sich und setzte sich auf einen großen Stein, der am Wegrand lag. Er schaute runter auf sein Dorf. Die Häuser schienen ganz klein und die Leute kamen ihm vor wie Ameisen. Ein gutes Stück bin ich schon vorwärts gekommen, dachte er, während er an einem Stück Brot rumkaute. Aber wenn er aufwärts schaute, so schien es ihm, der Berg sei noch größer geworden. Ein Murmeltier lugte aus seinem Loch hervor und dachte sich wohl, was dieser Eindringling auf seinem Gebiet zu suchen habe. Schminuzin aber hatte keine Zeit für Spielchen und machte sich weiter auf den Weg. Felsen versperrten seinen Weg und er musste über breite Felsspalten springen.
Einmal wäre er fast ausgerutscht und den Hang runtergekugelt. Langsam aber wurden die Bäume weniger und Schminuzin konnte schon die Umrisse der Alp hoch oben am Berg erkennen. Es war schon Abend und die Sonne verschwand hinter den Bergen. Schminuzin war müde. Heute erreiche ich die Alp nicht mehr, dachte er sich. Er setzte sich unter eine alte Arfe und weil es kälter wurde, deckte er sich mit seiner Wolldecke zu. Ohne zu merken, wie hungrig er war, schlief er bald ein. Etwas schlug ihm gegen die Rippen. Was ist? Welch ein Schrecken. Bereits morgen ein Bart. »Wer bist du? Was machst du auf meinem Land?« fragte jemand mit krächzender Stimme, während Schminuzin noch ganz verschlafen versuchte, auf die Beine zu kommen. »Bart der Schreckliche«, durchzuckte es den Jungen. »Na sag schon, wer du bist«, fuhr ihn diese furchteinflößende Gestalt weiter an und fuchtelte mit seinem Stock vor Schminuzins Gesicht herum. Das Männlein war wirklich hässlich. Noch viel hässlicher, als man sich im Dorf erzählte, und Schminuzin zitterte vor Angst. »Bitte tu mir nicht weh, denn ich suche dich, du müsstest uns helfen«, stotterte er. Bart der Schreckliche hörte endlich auf, ihn herumzustupsen, und Schminuzin kam etwas zu Atem. »Der Chalandamarz, der Geburtstag, alles weg!« »Beruhig dich«, sagte Bart der Schreckliche. »Was gehen mich eure Angelegenheiten an? Verschwinde, oder es geht dir schlecht.« »Nein, bitte hör mir zu, was ich zu sagen habe. Nur du kannst uns helfen«, sagte Schminuzin und schaute Bart dem Schrecklichen zum ersten Mal direkt in die Augen. Es schien ihm, als schaue der schon nicht mehr so böse. Also nahm er all seinen Mut zusammen. »Weißt du, wir haben den Tag des Chalandamarz verloren und wir Kinder sind so verzweifelt. Im Dorf sagen alle, nur du könntest uns helfen, den verlorenen Tag wiederzufinden. Aber keiner der Erwachsenen hat den Mut, zu dir heraufzukommen, um dich zu fragen. So bin nun halt eben ich hier. Hilfst du uns?« »So, Angst, hä? Ja, und du? Hast du keine Angst vor mir?« »Schon«, sagte Schminuzin, »aber am 1. März habe ich auch noch Geburtstag. Was für ein Leben ohne Geburtstag. So bin ich eben raufgekommen.« Bart der Schreckliche überlegte einen Moment und sagte, »Mir scheint, dein Mut verdient mein Ohr. Komm mit mir.« Darauf drehte er sich um und seinen langen Bart hinter sich herziehend, schritt er Richtung Alp davon. Schminuzin hatte Mühe, mit ihm Schritt zu halten, und ganz außer Atem kam er bei der Alp an. Welch eine Unordnung, welch ein Gestank! Bart der Schreckliche zog einen großen Schlüssel aus seiner Tasche und sperrte die Türe auf. »Rein mit dir!« Schminuzin bekam es jedoch mit der Angst zu tun und wollte schon abhauen, aber Bart der Schreckliche fasste ihn am Kragen, stieß ihn in das Haus. Am Anfang konnte er nichts erkennen, so düster war's, aber dann gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit und Schminuzin sah sich um. An den Wänden zerrissene Vorhänge ohne Fenster und alte Bilderrahmen ohne Bild. Die Decke schwarz vom Ruß, da es keinen Kamin gab. Nur ein Loch im Dach sorgte dafür, dass der Rauch der Feuerstelle abziehen konnte. Der Boden war übersät mit allerlei Gerümpel und Schminuzin hatte das Gefühl, dass einiges davon, auf dem er herumtrampelte, lebendig wäre. Besser nicht genau hinzusehen, dachte er sich. »So, und jetzt erzähl mir genau, was passiert ist. Aber keine Mätzchen und schnell, ich habe noch anderes zu tun.« Schminuzin setzte sich auf die Ofenbank und erzählte Bart dem Schrecklichen nun alles ganz genau und von Anfang an. Und je länger er erzählte, umso weniger schrecklich kam ihm Bart der Schreckliche vor. Als er fertig erzählt hatte, schaute ihm Bart der Schreckliche tief in die Augen und sagte, »Ihr seid selber schuld. Der Chalandamarz ist verschwunden, weil ihr diesen Tag nicht mehr ernst genug genommen habt
und die Schellen und Glocken nicht gut genug geschwungen habt. Das Festessen, die Musik und der Tanz mit den Mädchen war für euch wichtiger, als den Winter mit seinen bösen Geistern zu vertreiben. Und jetzt veranstaltet ihr ein großes Theater, weil der Tag verschwunden ist. Das wundert mich nicht. Schminuzin erbleichte. Konnte das möglich sein? Wenn er aber richtig darüber nachdachte, so musste er Bart dem Schrecklichen schon zustimmen. Auch er dachte beim Tschalanda-Marz mehr an Knödel, Braten, Sirup und die schönen Augen der Mädchen, als daran, den Klöppel in der Glocke tüchtig zu schwingen. Ich muss schon zugeben, dass du recht hast, sagte Schminuzin. Und ich verspreche dir, dass wir wie die Wilden die Glocken läuten, wenn du uns nur hilfst, den Tschalanda-Marz wiederzufinden. Darauf überlegte Bart der Schreckliche einen Moment, dann zog er einen großen, verrosteten Schlüssel aus seinem Bart und schritt zur hinteren Wand des Hauses. Dort zog er einen alten Vorhang zur Seite und sagte, »Siehst du diese Türe? Jetzt kannst du beweisen, wie ernst es dir ist mit deinem Versprechen. Durch diese Türe kommst du in einen langen, tiefen Tunnel, ganz weit in den Berg hinein. Am Ende dieses Tunnels triffst du auf einen Drachen. Seit Tausenden von Jahren schläft er dort, auf einer großen Glocke. Es ist eine Zauberglocke. Wenn du dem Drachen diese Glocke entwenden kannst, so ist das die Lösung all eurer Probleme. Mit dieser Glocke musst du dann in der nächsten Vollmondnacht 3-mal um den Brunnen kreisen. Dabei musst du die Glocke läuten, so kräftig wie du nur kannst. Danach wirfst du die Glocke in den Brunnen. Wenn du alles richtig machst, so wird nächstes Jahr, nach dem letzten Tag des Monats Februar, wieder der 1. März da sein. Aber gib Acht, der Drachen ist gefährlich. Und noch etwas, wenn ihr in Zukunft am Tschalanda-Marz die Glocke nicht richtig schwingt, so wird dieser Tag wieder verschwinden. Nur wird er dann nie wieder zurückkommen. Jetzt steh auf und geh, wenn du den Schneid dazu hast. Schminuzin hat mal leer geschluckt, hat all seinen Mut zusammengenommen und ist durch die Türe in den Tunnel getreten. Mit einem lauten Krachen schlug die Türe hinter ihm zu und er war alleine. Herrje, und jetzt? Ein Drache, auch das noch. Aber ich wollte ja unbedingt den Helden spielen. Selber schuld, dachte er sich. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es wird wohl nicht so schlimm werden. So schritt er zuerst zaghaft, einen Fuß vor den anderen setzend, dann aber entschlossen, tief in den Tunnel hinein. Unheimlich war es hier, Fledermäuse flogen um ihn herum und es schien ihm, als würden ihn 1000 Augen im Versteckten beobachten. Er war schon weit gelaufen und es wurde immer kälter, als er endlich ein schwaches Licht vor ihm in der Ferne flackern sah. Dieses Licht erlosch und erschien wieder in einem steten, regelmäßigen und langsamen Rhythmus. Als Schminuzin näher kam, sah er, was es damit auf sich hatte. Vor ihm öffnete sich der Tunnel in eine riesige Kaverne, groß und hoch wie eine Kirche. Inmitten dieser Tropfsteinhöhle schlief ein riesiger Drachen, wie er noch nie einen gesehen hatte. Jedes Mal, wenn er seinen Atem ausstieß, sprühte eine Feuerlohe aus den offenen Nüstern. Das war das Licht, das er aus der Ferne gesehen hatte. Die Haut des Drachens bestand aus grünen Schuppen, so groß wie Suppenteller, und der Bauch war ganz gelb. Er hatte lange, scharfe Krallen und Schminuzin verließ fast der Mut bei seinem Anblick. Aber er sah auch die Glocke, die Zauberglocke, die ihnen den Tschalanda-Marz und ihm seinen Geburtstag zurückgegeben hätte. Langsam und achtgebend, ja kein Geräusch zu verursachen, näherte er sich vorsichtig dem schlafenden Drachen. Er schlief wirklich genau auf der Glocke. Wie sollte er es nur anstellen?
Schminuzin schlich noch näher heran und zog ganz leicht am Gurt der Glocke. In diesem Moment fiel der Glockenklöppel mit einem lauten Scheppern herunter. Der Drachen erwachte mit einem schrecklichen Grunzen, sah Schminuzin, wie er versteinert stehen geblieben war, und fasste ihn mit seinen großen Krallen. »Wie kannst du, erbärmlicher Mensch, es wagen, meinen Schlaf zu stören? Lass dir einen guten Grund einfallen, oder du bist des Todes.« Schminuzin bekam aus Angst und wegen der Krallen, die ihn fast erdrückten, fast keine Luft und brachte nur ein krächzendes »Tschlandamarz« heraus. »Ja, sowas. Dann lass mich mal raten. Ihr Armleuchter habt den Tschlandamarz verloren. Ist es so? Und jetzt willst du meine Zauberglocke«, sagte der Drache, während der Schminuzin in seinen Krallen schüttelte. Dann setzte er ihn auf die Erde, wo Schminuzin wie versteinert stehen blieb. Und da der Drachen bereits alles wusste, dachte sich Schminuzin, das Beste wäre zu schweigen und abzuwarten, wie es weitergehen würde. »Gut, reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Das geht folgendermaßen. Ich werde dir 3 Fragen stellen. Wenn du alle 3 Fragen richtig beantwortest, bekommst du die Zauberglocke. Wenn du auch nur eine falsch beantwortest, dann ist es aus mit dir. Verstanden?« Schminuzin brachte nur ein zaghaftes Kopfnicken zustande. »Also dann, Frage 1, sagte der Drache. Warum habt ihr den Tschlandamarz verloren?« Und Schminuzin antwortete: »Wir Kinder haben am Tschlandamarz unsere Glocken und Schellen nicht mehr gut genug geläutet. Das Fest war für uns wichtiger, als den Winter mit seiner Kälte zu vertreiben.« Frage 2. Was machst du mit der Zauberglocke, wenn du sie bekommst? Und Schminuzin antwortete: In der nächsten Vollmondnacht muss ich die Zauberglocke so stark läutend, wie ich nur kann, 3-mal um den Dorfbrunnen laufen und die Glocke dann in den Brunnen werfen. Frage 3. Was tut ihr Kinder dann am nächsten Tschlandamarz? Und Schminuzin antwortete: Wir läuten unsere Glocken wie die Wilden, so stark wir können, um den Winter und die bösen Geister zu vertreiben. Ich verspreche es. Der Drache erhob sich im lauten Getöse, blies 2 riesige Feuersäulen aus seiner Nase und verschwand vor den Augen des vor Angst zitternden Schminuzin in einer Rauchsäule. Zurück blieb die Zauberglocke auf dem dampfenden Boden der Höhle. Erst nach einer guten Weile wagte es Schminuzin, sich zu bewegen. Er schulterte die Zauberglocke und lief zurück durch den Tunnel. Die Alphütte war leer, und von Bart dem Schrecklichen war nichts zu sehen. Die Türe war offen, und so machte sich Schminuzin mit seiner Glocke auf dem Heimweg. Als er endlich im Dorf ankam, war es schon Nacht. Die Straßen waren leer, und als er in den Sternenhimmel blickte, sah er, dass es Vollmond war. Er dachte sich, wenn ich schon da bin, so kann ich es nicht schaden, es zu versuchen. So gürtete er sich die Zauberglocke um die Hüften und schritt damit 3-mal um den Dorfbrunnen. Dabei schwang er die Glocke so heftig, wie er nur konnte. Der Krach, den er dabei verursachte, machte ihn fast taub. Merkwürdig, kein einziges Licht ging in den Fenstern der Häuser an. Hörte denn niemand diesen Höllenlärm? Es schien wirklich so zu sein. Wie Bart der Schreckliche ihm befohlen hatte, warf er dann die Zauberglocke in hohen Bogen in den Brunnen. Dieser explodierte in einer haushohen Säule aus Feuer, Rauch und Wasser. Schminuzin hörte nur noch das laute Krachen, bevor ihm schwarz vor den Augen wurde und er in Ohnmacht fiel. Ein warmer Sonnenstrahl strich Schminuzin über die Wange und weckte ihn. Er war zu Hause, in seinem Zimmer, in seinem Bett. Es war Morgen und die Sonne schien durch das Fenster auf sein Kissen. War das alles nur ein Traum gewesen? Nein, das konnte nicht möglich sein. Er sprang mit einem Satz aus dem Bett und rannte in die Küche. Sein Vater und seine Mutter waren schon auf und aßen am Frühstückstisch.
Schminuzil erzählte ihnen die ganze Geschichte. Der Vater brummelte nur so etwas wie: »Mein Sohn ist ein Phantast. Das hat er sicher von der Mutter.« Seine Mutter aber strich ihm zärtlich über die Wange, nahm ihn auf den Schoß und gab ihm einen Kuss. »Ich gratuliere dir zu deinem Geburtstag, Schmirazin. Iss jetzt dein Frühstück. Du brauchst heute Kraft, um den Winter zu vertreiben.« Es ist Jalan Marz.